Er möchte heute etwas mit der Gemeinde teilen. Es ist aber auch da, um die Gemeinde zu ermutigen. Wenn du schläfst, wenn du mit Gottes Dingen spielst, dann soll es heute sich verändern. Denn er möchte zeigen, dass der Herr sich in unser Leben manifestiert. Denn wenn es nicht so wäre, dann wären wir heute hier nicht gemeinsam. Vielleicht wart ihr auch schon mal in Münster und ihr hättet mitbekommen, dass der Pastor so nicht ist. Denn er hat eine wirklich schwierige Zeit durchgemacht. Die Ärzte waren hoffnungslos, sie wussten nicht mehr weiter. Aber der Herr hat sich nochmal sehen gelassen. Amen. Wer liebt diesen Herrn? Die der Hand gehoben und mit gesegnet sein. Das Einzige Gebet, was er hat, ist, dass der Herr sich sichtbar macht in dieser Gemeinde. Geschwister, letztes Jahr er hatte eine Reise vorbereitet nach Kinshasa, aber er wusste nicht, was auf ihn zukommt. Er wusste es nicht. Er hat zwar Zeichen gesehen, also sagte er zu den Müttern in der Gemeinde, sie sollten ihn unterstützen im Gebet. Er hat geschlafen, aber er hat sich nicht wohl gefühlt. Sein erster Sohn, ich glaube, wir alle kennen ihn. Er sagte, Papa, wir möchten nicht, dass du verreist. Seine Frau sagte, sie fühlt etwas nicht Gutes, also wir gehen lieber nicht. Und er sagte, ich weiß, dass mein Herr handelt, ich werde gehen. Also, der Tag war erreicht und er ist bis nach Belgien gereist. Er ist bis nach Belgien und als er dort war, die Flugbegleiter, die ihn in Empfang nehmen sollten, sie wollten dies nicht mehr tun. Nein. Sie sagten, es ist unmöglich, dass er heute verreist. Jemand, der ihn zum Flughafen begleitet hat, das ist ein Bruder, der bekannt ist. Er hat ihn bis zum Flughafen gebracht und ist noch wieder zurück. Und er saß die ganze Zeit zu Hause, hat versucht, den Pastor zu erreichen, aber hat ihn nicht bekommen. Also ist er wieder zurück zum Flughafen. Und als er dort angekommen war, hat sein Begleiter ihn dort sitzen gesehen. Und der Begleiter fragte ihn, warum sitzt du so? Und er sagte, nee, so eine gewisse Frau hat mich Eigentlich hätte er reisen sollen, aber die Flugbegleiterin wollte es einfach nicht. Und dann sagte sein Begleiter, sie soll zurückkehren nach Hause. An dem nächsten Tag sind die wieder gegangen. Aber an dem Tag gab es kein Problem. Er nahm seinen Flug. Er ist bis nach Kinshasa geflogen. Dort ist er auch gut angekommen.
Und er hat die Leute dort angetroffen, die ihn abholen sollten. Die hat er natürlich in Kenntnis gesetzt über die Verspätung. Die nahmen ihn. Sie sind bis nach Hause. Sie saßen. Sie haben gesprochen. Und er hat das gemacht, warum er dorthin gereist ist. Er hat das gemacht. Also er war ungefähr einen Monat dort in Kinshasa. Er war dort. So kurz vor Reiserücktritt hat er einen Freund von ihm gesehen. Und als er gekommen war, sie saßen und er sagte zu ihm, nee, du musst zu mir mit nach Hause, weil er ist ein Arzt. Und er sagte, am Samstag kommst du mir nach Hause. Und der Pastor antwortete, es ist kein Problem, ich komme. Und er hat dann telefoniert. Er hat mit seiner Frau gesprochen, denn sie hatten sich vereinbart, dass da, wo er reist, dass er nirgendwo ist. Und er sprach zu seiner Frau, ja, man hat mich gerufen und ich muss dort essen. Und sie sagte, so wie du dort in Kinshasa bist, ess bei niemandem zu Hause. Also, am Folgetag fühlt er sich immer noch nicht wohl. Und er sagte, so wie er fühlt sich so unwohl, er muss einfach wieder zurück. Er hat alles in die Wege geleitet. Denn es war eigentlich nicht sein Reiserücktrittsdatum. Und der Herr hat Gnade erwiesen am Flughafen. Fühlte er sich immer noch nicht wohl. Aber der Herr hat ihm geholfen und alles ist gut verlaufen. Und als er auf dem Weg war ins Flugzeug rein, da ging gar nichts mehr. Sein ganzer Körper wurde auf einmal schwach. Das heißt, um diese Flugzeugtreppen hochzusteigen, es war wirklich schwer. Da gab es eine Flugbegleiterin. Und sie sagte zu dem Pastor, so wie ich dich sehe, du kannst eigentlich nicht mitfliegen. Du musst zurück. Und der Pastor sagte, nein, ich kann nicht zurück. Die Flugbegleiterin hat gesagt, er kann nicht zurückreisen. Er hat gesagt, er lebt in Deutschland, er muss zurück. Und sie haben dort einen bestimmten Krankenhaus gerufen. Und er sagte, vergib mir, aber ich muss zurück. Also an dem Abend ist er dann in dem Flugzeug. Und an dem Abend, er fühlte sich immer noch nicht wohl. Also er hat seinen Körper wirklich nicht wohl. Und dann gab es einen Umstieg. Er hatte Schwierigkeiten beim Laufen. Er ist dann angekommen bis zur Kontrolle. Und die Polizei fragte ihn, was ist los? Und er sagte, nein, ich fühle mich nicht wohl. Das heißt, sie haben sich nicht wirklich gut gekümmert. Gott sei Dank hat er dann seinen Bruder angetroffen. Er ist in sein Auto gestiegen, angekommen zu Hause. Sie wussten auch nicht, dass er wirklich stark krank ist. Und er saß. Und irgendwann sagte seine Frau, er sagte, ich sehe, ihm geht es nicht gut, als wäre er krank.
Und bei dem Besuch, wo er war, sagte er weiß nicht, er sieht, es geht ihm gut in der Nacht. An dem Morgen musste er eigentlich den Schnellzug nehmen, um zurück nach Deutschland zu kommen. Dort angekommen, um in das Zug reinzugehen, er hat es nicht geschafft. Das heißt, er konnte komplett nicht mehr gehen. Und sein Begleiter schaut ihn an und sagte, nee, ich sehe, es geht ihm nicht. Und man fragt ihn, was sollen wir jetzt tun? Man sagte, sie gehen nochmal zurück nach Hause, man spricht mit seiner Frau, sagt, zurück, damit sie in Kenntnis gesetzt ist, sonst wird sie sauer. Und dann sagte er, ich weiß, wie Frauen sind, wenn ich nach Hause und mit ihm dann wird sie uns doch mal die Zeit verschieben. Besser ist, wir fahren jetzt einfach so, um uns in Kenntnis zu setzen. Also die losgefahren von Brüssel. Und unterwegs hat er seinen ältesten Sohn angerufen. Das war ein Sonntag. Er ist im Gottesdienst, also es ist schwer, nach Brüssel zu gehen. Und dann hat man gesagt, man soll den Telefon der Mutter überreichen. Und die Frau sagt, es ist sehr schwierig. Und sein kleiner Bruder war sehr empört, weil er sich dachte, sein Bruder, seine Frau, sein Mann ist krank. Und der Bruder sagte zu der Frau, es ist dein Problem, es geht hier um deinen Mann. Also, es ging nicht anders. Und man sagte zu seinem ältesten Sohn, und er war dann, er hat in Essen auf die Karte. Dort angekommen, ist er ins andere Auto gestiegen, bis nach Dortmund und dann nach Hause. Dort angekommen war er wie K.O. Er sprach zu seiner Frau und sagte, ihr geht zur Kirche und ich werde in der Zeit schauen, dass die Frau sagt, nee, wie ich dich sehe, wir können nicht zur Gemeinde gehen, wir bleiben hier und wir gehen dann zu Hause. Bis in der Nacht. Als die Familie zurückgekehrt ist, spürte er nochmals, es wird schlimmer, sie haben ihn ins Auto gesetzt. Dann sind die in eins des größten Krankenhauses, Franziskus Krankenhaus gegangen. Dort haben sie ihn in Empfang genommen. Und man sagte, nee, sein Zustand ist wirklich schlecht. Also, sie versucht ihn zu behandeln, er ist dort auch in diesem Krankenhaus geblieben. Je länger er im Krankenhaus geblieben ist, umso mehr kranker wurde er. Also sprach er zu seiner Frau und sagte, hier, ich sehe es, irgendwas läuft nicht gut, denn er war wirklich krank. Er sagte zu seiner Frau, er möchte hier nicht bleiben, denn je länger er hier bleibt, umso kränker wird er. Und er sagt, er muss sofort das Krankenhaus verlassen. Er versucht, das Krankenhaus zu verlassen. Seine Frau war nicht erfreut und sagte, dir geht's nicht gut, warum willst du gehen? Und er sagte, ich fühle dieses Krankenhaus einfach. So, sie haben alles in die Wege geleitet und das zu dem Haus. Die Krankenschwester sind gekommen und sagten, nein, Versuch, und er war dagegen und meinte, zurück zu Hause spürte er nochmal, dass die Krankheit noch stärker geworden ist. Sie haben das Krankenwagen angerufen. Der Krankenwagen ist gekommen und sie brachten ihn in ein anderes Krankenhaus mit dem Namen Jesus Krankenhaus.
Dort angekommen sagte der Arzt, nee, es ist wirklich krank. Also haben sie sein zweites Kind angerufen, denn sie ist besser in der deutschen Sprache. Dort angekommen hat man ihn behandelt. Man hat ihn behandelt. Circa eine Woche. Und der Arzt sagte, wir werden das weiter beobachten, aber er soll zurück nach Hause angekommen. War wieder dieselbe Situation, es ging nicht gut. Also haben sie einen Krankenwagen nochmal gerufen und es hat ihn abgeholt. Er ist in ein anderes Krankenhaus gegangen. Dort angekommen, war es gesundheitlich immer noch schlecht. Also praktisch gesehen ging es ihm einfach nicht gut. Sie haben ihn behandelt, haben geschaut, was sie machen können, aber es hat einfach nicht funktioniert. Dort war er auch wieder circa eine Woche und es hat alles nicht funktioniert. Also er sah seine Kinder kommen und er sprach zu ihnen, seine Frau kam auf und sie fragten, was ist los? Und er sagt, nein, ich muss hier gehen. Er sieht, es geht hier einfach nicht voran. Sie sagten, nein, du kannst nicht gehen. Im anderen Krankenhaus hast du dich entlassen, hier möchtest du dich auch entlassen. Das heißt, kein anderes Krankenhaus würde dich mehr aufnehmen. Und er sagte zu seiner Familie, er muss das Krankenhaus verlassen. Also zurück zu Hause, haben sie gebetet. Es ging einfach weiter so voran. Das heißt, sein Zustand wurde immer schlimmer. Er hat eine kleine Schwester, sie lebt in Paris. Sie sagten, dass ihr Bruder, also der Pastor, er ist krank, es geht ihm nicht gut. Also sagte seine kleine Schwester, dadurch, dass er dort sie haben zwar Fehler, aber sie sind immer noch hier in der Gemeinde und dienen ihm. So, und was war bei ihm das Problem? Die Geschwister, die in der Gemeinde geblieben sind, in der Zeit hatten sie neue Geschwister in der Kirche aufgenommen. Hier geht es darum, die Kirche zu motivieren, treu zu sein an den Gottesdiener. Was ist passiert? Sie hatten eine Beerdigung. Und in dieser Phase sind viele Mitglieder weg. Okay, die Geschwister sind gekommen in der Gemeinde mit dem Ziel, der Gemeinde zu unterstützen. Es war während der Zeit, in der er verreisen musste. Und als in der Zeit, wo sie dann waren alle 9 Mitglieder weg. Er hat sie angerufen. Sie sind in Iran gegangen. Eins seiner Kinder hat dann einen Bruder angerufen. Dieser Bruder hatte einen Schlaganfall. Aber der Herr hat seine Gnade erwiesen und gesundheitlich ging es bei ihm voran. Also, der Herr hat seine Gnade erwiesen. Er ist zurück. Und er sagte, wie könnt ihr euch so verhalten? Ihr wisst ganz genau, gesundheitlich geht es ihm nicht gut. Sie haben eine große Versammlung, aber ihr habt die Gemeinde einfach so verlassen.
Und in der Zeit eins seiner Kinder konnte seine Aktivität nicht mehr verfolgen, weil zeitlich war das viel zu eng für ihn. Also der Pastor war nicht erfolgt. Und er wird jetzt nochmal erklären, warum er denn in dieser Phase war er nicht ganz gesund. Der Herr hat wieder seine Gnade erwiesen. Und er hat den Pastor angerufen und gesagt, gesundheitlich geht es nicht gut. Die haben gemeinsam gebetet. Der Gott ist Gott. Und dann den Folgesonntag hat Gott wieder seine Gnade erwiesen. Er hat die Entscheidung getroffen, nicht mehr mit gewissen Leuten zu arbeiten, denn während es ihm nicht gut geht, hat er die Kirche vernachlässigt. Also hat er angearbeitet mit dem Herrn zusammen. Und das Werk Gottes ging weiter voran. Und am Ende des Gottesdienstes kam ein anderer Gottesdiener und behauptete, du kommst mit der Division in der Gemeinde. Und er fragte, was habe ich gemacht? Oh no. Seine Antwort war nein. So wie du die Gemeinde führst, ist es nicht richtig. Und der Pastor war sehr betroffen. Und dann noch mit dieser Aussage ging es ihm noch schlechter. Und er sprach dann zu einem anderen Pastor und sagte, schau, was hier geschieht. Und den Sonntag darauf trafen sie sich dann alle in der Gemeinde. Dort traf er. Und dort traf er den Mann und fragte ihn, warum hast du diese Aussage getätigt? Er hat widersprochen. Er sagte, der Pastor sagte, diese Gemeinde gehört nicht dem Vater Sola. Sagt, was genau möchtet ihr? Wie soll diese Gemeinde geführt werden? Die besagte Person antwortet, du wirst diese Sache zu Ende bringen. Und er sagte, was genau? Und es war wie eine Diskussion. Er hat noch was vergessen. In der Zeit, wo er wirklich krank war. Habt ihr die Geschichte von dieser besagten Person gehört? In eines seiner Zitate, seiner Geschichte sagt jemand, das heißt, es besagt, es man bekämpft dich und die werden sich dann schämen und werden gehen. Das ist das, was in seinem Leben passiert. Das heißt, sie saßen so in der Gemeinde. Und jetzt gab es einen Aufruf, dass er und seine Frau nach vorne angekommen sind. Haben sie diesen Tuch genommen, wo sie den Arm haben sie es auf den Boden gelegt und gesagt, ich nehme euch auf. Die Leute, die sagten, sie sollen sich das sind deren spirituellen Kinder. Sie sind gegangen, haben die Zeremonien gemacht. Normalerweise müsste der Pastor es verneinen, aber er sagt, damit kein Skandal sich in der Kirche verursacht, hat er es einfach so. Als es passiert ist,
Also das, was ihr getan habt, wer hat euch dazu geschickt? Und er sagte, diese Schwester, die sagte, der Gott hat zu ihr gesprochen, euer Pastor wird sterben, und wenn ihr nicht für ihn betet, so wie ihr seid, und wenn er stirbt, so wird sie ein Problem mit der Gemeinde haben. Und sie haben diese Aussage nochmal bestätigt. Und das, was die Frau sagt, und dann sagt sie, wieso bestätigt ihr diese Aussage, dass das, was sie sieht, immer, und das war eine Schwester, sie kam zum allerersten Mal mit dem Mann. Und dann ging gesundheitlich nach diesem Geschehen ging es gesundheitlich immer noch bergab. Und man sagte, diese Schwester, die für dich gebetet hat, selbst wenn die Frau sagt, wenn sie sagt, dass Gott stirbt, dann wird es nicht zutreffen. Dadurch, dass sie untereinander, dann sagte er sowas. Er sagte, ich bin ein Pastor, mit dem solltest du nicht spielen. Dieses Werk, was ich tue, Gott hat mich dazu berufen. Also, solche Sachen mit Gott macht vielleicht komische Dinge, das hört hiermit auf. Sein Sohn ist sein Ältester sagte, er sprach und sagte und fragte, diese Zeremonie, wer hat euch gesandt? War das wirklich eine Botschaft von dem Herrn? Das heißt, ihr spielt mit dem Werk Gottes. Er saß und sein Telefon klingelte. Und man sagte zu ihm, Pastor Sola, gib deinem Sohn einen Ratschlag. Er sagte, nein, ich werde es nicht tun. Und er fragte, warum. Er war respektlos. Und es ging um diese Aussage, die er getätigt hat, dass das, was die machen, dass das leichtsinnig ist. Also, der Pastor hat nichts dazu gesagt. Keiner hat mehr sich dazu geäußert. Auch wenn es gesundheitlich immer noch bergab ging. Also ging es wieder darum, er muss wieder zurück nach Brüssel. Also es gab mal was in der Gemeinde passiert ist. Als die besagten Geschwister gekommen sind. Das heißt, sie wollten, dass wenn sie, dadurch, dass sie einfach heute gekommen sind, dass sie morgen direkt in und als der Pastor das gesehen hat, es war dann wie eine Diskussion, also es ging darum, wo sowas gibt, dass jemand heute kommt und morgen bereits der Gemeinde dient und die Aussagen wurden bekräftigt. Also fuhr die Kirche sofort mit der Regel, dass die Person, die heute kommt, morgen direkt predigt. Und er sagte, Dinge Gottes funktionieren nicht so. Und als er das sagte, war er etwas empört.
sagte er will nicht mehr predigen. Es geht hier um Ausdrücke. Er will nicht mehr predigen. Ça c'est ton problème. Und der Pastor antwortete ihm, es ist dein Problem. Das ist nicht meine Arbeit. Diese Arbeit ist es wert. Das heißt, wenn du nicht predigen möchtest, ist es dein Problem. Und wenn er gekommen ist, dann hat er sich die Frage ist, kennt ihr die Geschichte von dem David? Il y a eu un problème entre David et Moanae. Es gab ein Problem. Moanae denn der Sohn wollte die Arbeit von David wegnehmen. Alors, Moanae a usanga na disons, mais papa na was machte der Sohn David? Damit David parce que, vous savez, ce qui est dans la église, hat erlebt. Also wisst ihr so, wenn man zum Beispiel sagt, dass jeder von uns hier predigt, so seht ihr die Person, die das Programm macht, man wird die nicht mehr anerkennen. Die Leute, die diesen Posten sagen, ja, der Pastor ist gut. Das heißt, das haben sie geschafft, um ihn zu erniedrigen, waren plötzlich alle Leute gegen ihn, die davor für ihn waren. Er war in Brüssel. Und sie trafen jemanden, der ein Arzt war. Sie sagten zu dieser Person, ja, die Kirche geht's gut, wir kommen durch die Predigung, und er fragte sich, was genau sagt die da? Also, er fragte jetzt den Pastor, er hat gehört, was dort passiert, und seine Antwort war, der Herr weiß alles, was geschieht. Das, was sie tun, sie haben ihn, dadurch, dass sie jedem einen Posten gegeben haben, hat das dafür gesorgt, dass die Leute das heißt, sonntags ist die Kirche nochmal erneuert wird. Das heißt, sie machten außerhalb der Gemeinde und wenn sie nicht gekommen sind, après, je me suis dit, non, der Pastor hat erkannt, dass all das, was geschieht, ist sein Fehler. Er möchte jetzt darlegen, was genau er falsch getan hat. Alle, die in diese Gemeinde kommen, wenn er heute kommt, oder besonders wenn er neu ist, er macht keine lange Zeit, und in dieser Phase das heißt, in dieser Zeit kommen die Geschwister. Und warum kommen die? Das heißt, sie sind so wie Wespen, die an den Honig angezogen sind. Das heißt, sie kommen und im Nachhinein bekämpfen sie. Das heißt, viele sind gekommen. Und sie avec le temps, quand on ne pas voté, und sie haben genau diesen Weg gemacht. Das heißt, sie kommen, sie kriegen einen Posten, und das war ein Fehler. Alle, die gekommen sind, praktisch gesehen haben sie ihn aber wann genau haben sie ihn bekämpft? In dem Moment, wo er schwach war. Das heißt, er konnte nicht die Leute, die den Pastor schon kennen, sie sehen, er ist gesundheitlich. Je bénis le Seigneur,
Peut-être, à Salika a même confiance à l'extérieur à l'imposteur. Er dankt dem Vater des Hauses dafür für die Vertrauen, den er ihm gegeben hat. Aber es heißt nicht, dass jeder, der kommt, er musste dafür bezahlen. Jemand ist gekommen, du vertraust ihm und er kriegt einen Posten. Viele Leute wurden so aufgenommen. Sie sind gegangen und haben Trubel in der Gemeinde hinterlassen. Das sind die Dinge, die ihm widerfahren. Du bist krank. Aber schau, wie die Leute dich attackieren mit Wörtern. Das heißt, es war sehr schwierig. Er hat schwierige Zeiten durch. Er hatte niemanden, der ihn unterstützen konnte. Abgesehen von seinen Kindern und seiner Frau. Das heißt, keiner von den Mitgliedern aus der Gemeinde hat unterstützt. Aber der Herr hat seine Gnade erwiesen. Die ihn am meisten unterstützt haben, waren Leute außerhalb. Das heißt, der Diener Gottes hier, die Geschwister aus Kinshasa, die Geschwister aus Paris, aus Brüssel haben ihn unterstützt. Bis an den Tag, wo es ihm gesundheitlich besser ging. Zurück zum Dienst in der Gemeinde hat er sich getroffen, die Gemeinde alleine zu leiten. Das heißt, wenn der Pastor nicht weiß, wo er ist, das heißt, es gibt da keine Diskussion, du trittst nicht nach vorne. Und er sagte zu den Geschwistern, mit dem Werk Gottes spielt man nicht. Das heißt, verfolgt die Vision, die Gott mir nicht anvertraut hat, kommt nicht nach vorne. Geschwister, ja, er stimmt, er hat schwierige Zeiten durch. Er sagte, und er besagt, dass der Herr mit ihm war. Aber er möchte noch etwas darlegen. Damit wir heute gemeinsam etwas teilen. Wir öffnen unsere Bibel in Johannes 1. Gott kann vieles provozieren. Geschwister, in dieser ganzen Zeit, das Einzige, was es gab, war das Wort. Das, was ich mir das ist das Wort, was Gott gesagt hat. Sans la parole, je ne me mettrai pas devant. Denn ohne das Wort würde er hier nicht stehen. Wenn er von Münster bis hierher anreisen konnte, ist es, weil das Wort schon da war. La parole est salie ou est sale. Das Wort hat das getan, was getan werden musste. Man spielt nicht mit dem Wort Gottes. Du vernachlässigst das Wort Gottes. Aber das Wort Gottes ist wichtig. Es ist sehr wichtig. Vernachlässigt das Wort Gottes. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas la parole de Dieu. Das Wort Gottes kann man noch mal anders formen. Das heißt, wenn jemand Gott nicht kennt, er kann kommen. Er kommt mit der Bibel, öffnen sie. Er sagt, er hat die Erfahrung im Wort Gottes. Gott arbeitet nicht mit Erfahrung. Dieu travaille avec sa parole. Gott arbeitet mit dem Wort. L'église de Dieu Dieu travaille avec sa parole. Dass Gott mit seinem Wort arbeitet.
Quel que soit ce que toi tu es. Egal wer du bist. Mais Dieu, aber Gott hat sein Wort selbst. Und er selbst manifestiert sich durch sein Wort. Alléluia. Amen. Et dans tout ce que nous voyons, Und in all dem, was wir sehen, il n'y a que la parole de Dieu. es gibt nur das Wort Et Gottes. cette parole, und dieses Wort wird sich in unserem Leben manifestieren. Wir lesen weiter. Apocalypse 3:20. Ausgelacht. Viele haben ihn ausgelacht. Parce que ça m'a dit Als sie hörten, dass der Vater Mundpropaganda angefangen hat, er ist krank, man wusste noch nicht mal, was genau er hat. Die Geschwister, denen er geholfen hatte im Leben. Der Herr hat mir seine Gnade erwiesen, als es ein Problem gab. Dann umgeht er das immer. Aber nur genau diese Leute haben Werbung dafür gemacht, dass er krank ist. Aber der Herr in seinem Wort, durch sein Wort, hat er sich sichtbar gemacht. Alléluia. Amen. Gott hat mich in die Bibel gebracht. Aber er sprach durch l'assurance. Dieu m'a donné l'assurance. Der Herr gab ihm diese Versicherung. Er gab ihm diese Sicherheit. Und das dafür sorgte, dass egal welche Ermutigung aber das Wort Gottes war in seinem Leben. Denn er sprach. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Er möchte nicht, dass es heißt, quelle est la parole que Dieu t'a dit, toi? Tu as entendu la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Du sagst, du hast deine Stimme Dis-moi gehört. un peu ce que Dieu t'a dit. Sag, was hat er dir gesagt? Bien-aimé, Geschwister, er hatte das Wort Gottes. c'est ce qui a fait que les gens ont porté les manifestations. Das hat dafür gesorgt, dass er heute hier stehen kann. Tu m'as fait la grâce. Der Herr hat Tout le monde pouvait Gnade. m'abandonner. Alle konnten ihn im Stich lassen. Verset biblique sur la Bible tout ça. Regarde ça. Alle sind gekommen mit der Bibel und sagten, Und der schau mal Seigneur hier, schau mal da. Aber der Herr brachte Zamba das pesa Wort. ki Der Herr gab ihm sein Wort. Und als er dieses Wort gelesen hat und als er das umgesetzt hat, hat der Herr sich manifestiert. Alléluia. Amen. Ça c'est très très important. Das ist sehr Amen. wichtig. Ça c'est très très important. Das ist sehr wichtig zu verstehen. J'ai traversé des moments très Denn difficiles. er hat schwierige Zeiten hinter sich. Pendant toute une année, Während fast ein Jahr, über ein Jahr, il nous a dit Lélo. das war die Ça va, heute l'obéissance gut, ne va pas. morgen schlecht. Mais il n'y avait que la parole de Dieu qui Aber était er hatte nur noch das Wort Dans ça, Gottes. il a confiance dans le Bananzan. Er vertraute das Wort Gottes. J'ai dit au Seigneur, Und er sprach zu dem Herrn si réellement ce que Dieu a dit, und sagte, das, was du gesagt hast, les années 4, il a eu des années, il y a eu mon corps. wenn du das Et selber mon bist, Dieu, ma mon moyen d'affaires. dann mach dich sichtbar in meinem Leben. Dieu s'est manifesté. Und der Herr hat sich sichtbar gemacht. Bien aimé, Geschwister, Zamba le bénéfice m'a comme pays. der Herr hat sehr viel gesprochen. Parfois, nous négligeons. Manchmal vernachlässigen wir Parfois, das. nous allons négliger. Ne négligez pas la parole de Dieu. Vernachlässigt niemals das Wort Gottes. Il doit avoir un Zamba exhibition. Denn das Wort, was Gott uns gegeben hat, Et c'est pour un bon moyen d'habitude. es ist für unser Leben. C'est pour un bon moyen Es d'habitude. ist für unser Leben. Vous savez, je ne suis pas plus important que les autres. Wisst ihr, er macht sich nicht wichtiger als alle anderen auf dieser Welt. Pendant ce moment où on a la guerre, Denn während dieser Zeit, in der er krank war, on est revenu vers la guerre. viele sind gegangen. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a permis cela. Und er weiß Parce nicht, que moi, je ne suis pas aussi plus important que ces frères-là. warum der Herr das ermöglicht hat. Er ist nicht besser als die anderen. Mais, Aber dans mon avis, mon aîné, dans le sang. er sah die Größe Gottes. Dans mon avis, mon aîné, dans le sang, mais quand on a mon moyen. Er hat die Größe Gottes in seinem Leben gesehen.
Diese Zeremonien, die gemacht haben, sie haben dies nie gemacht. Quelqu'un qui vous dit que Jemand, der c'est sagt, diese Schwester, alles, was sie sagt, das passiert genauso, wie sie sagt. Je ne sais pas ce que la sœur a. Wir wissen nicht, was die Geschwister haben, oder die Person, die sowas sagt. Aber Gott hat das letzte Wort. Si toi, la sœur te donne je ne sais pas quoi, Egal, mais moi, kommt, Dieu me donne sa parole. Widerspreche und sagt, Cette parole qui m'a guéri. Und dieses Wort, denn das hat dafür gesorgt, dass er kann nicht alles bezeugen, weil sonst steht ich noch bis 17 Uhr. Weil es gibt solche Momente, hat er ungefähr 3 Jahre erlebt. Und 3 Jahre hintereinander. 2000. Auf dem Weg haben sie einen Flugzeugabsturz verpasst. Sie haben es wirklich, also einen Flugzeugabsturz fast erlebt. Von der auf dem Weg nach Kinshasa war Türkei. Es gab Turbulenzen. Es gab Turbulenzen. Und sie sagten nicht, okay, es ist vorbei. Aber es gab nur das Wort Gottes. Geschwister, ma soeur, la parole est là, la parole est gratuite. Das Wort ist da und es ist. Er weiß nicht, ob der Pastor des Hauses um Geld bittet für das Wort. Aber was machst du mit dem Wort? Das Wort, was du hörst, tust du wirklich verinnerlichst du es, liest du es nach. Erinnerst du Gott an das Wort und sagst, du sagst es. Das ist sehr wichtig. Hast du schon mal zu Gott gesagt, Gott, du hast zu mir so gesagt. Dieses Wort ist mein Wort. Tu as un problème qui te tracasse. Du hast ein Problem. Mais tu déjà dit à Dieu que toi qui as dit pour moi. Hast du schon mal zu Gott gesagt, Gott, du hast aber zu mir gesagt. So wie wir es hier sehen. Man sagt in der Apostelgeschichte 13, ce que Dieu doit faire. Das, was der Lorsqu'il y a une situation qui t'arrive dans la vie. Wenn du schwierige Situationen hast in deinem Leben. Bien-aimé. Geschwister. Tu auras été comment dirais-je, accident d'avion. Wir haben einen Flugzeugabsturz knapp verpasst. Dieu nous a fait grâce. Der Herr hat seine Gnade erwiesen. Toujours comme à 2h du matin. Sie sind um 2 Uhr morgens angekommen. Par la grâce de Dieu. Durch die Gnade. Ce n'est que la grâce. Es ist alles nur die Vous Gnade. allez nous soutenir, bien-aimés. Il n'y a que la grâce de Dieu qui nous accompagne. Nur die Gnade Gottes begleitet uns. Corona ist gekommen. Nous ne savons pas, bien-aimés. Geschwister, wir wissen nicht. Die ganze Gemeinde hatte in der ersten Pandemie. Andere vielleicht teilweise. Angefangen vom Pastor, alle aus der Gemeinde hatten Corona. Selbst die Leute, mit denen er zusammengearbeitet hat, Corona. Aber sie haben es nochmal dargelegt. Was sagten sie? Das ist dieser Moment, den wir durchgehen. Was sagst du, Vater? Je vais encourager l'église pour leur dire que regarde ce que la parole de Dieu dit. Hat die Kirche ermutigt, indem er sagt, es wird nichts Böses euch zutreffen. Nichts Böses wird euch geschehen. C'était pas facile. Es war nicht einfach. Eins seiner letzten Kinder. Und er sagte, bete. Er ermutigte sie und sagte immer wieder, guck, was das Wort sagt. Das Kind ist alleine, du gehst zur Universität. Eigentlich ist es besser, wenn jemand krank ist,
Und als es angefangen alle Kinder sind schon weg, das heißt, sie leben nicht mehr zu Hause. Da, wo sie sind sie alleine. Geschwister, es wird einen Moment geben, du wirst alleine sein. Aber ich möchte, dass du heute zur Kenntnis nimmst, dass das Wort dich niemals lässt. Das Wort wird jeden Tag sein, vergiss das nicht. Er weiß nicht, was genau dich stört. Aber das Wort Gottes ist da. Alléluia. Amen. Ça c'est très très important. Das ist sehr wichtig. Der Herr hat uns gesprochen. Und wenn wir noch mal lesen, wir sehen die Prophezeiung Johannes, 3. Johannes. Ouais. L'ancien Adarius, le bien-aimé, j'aime dans la vérité. Amen. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous Ouais, égards. ça, ezali prophétie. Das ist eine Prophétie ezali liloba na Nzambe. Alléluia. Die Prophezeiung ist das Wort Gottes. Prophétie ezali liloba na Nzambe. Die Prophezeiung Et ist c'est das ces Wort gens qui Gottes. parlent. Hier ist Johannes. Azo souhaiter nini? Was wünscht er? Elikia na ye ezali nini? Was ist seine Elikia Jean ezali. Wonach hofft er? Il espère à tous égards Er hofft, qu'il soit en bonne En bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. bien-aimé. La parole de Dieu veut que tu sois en bonne santé. das Wort Gottes möchte, dass Alléluia. du gesund bist. Évitez ni les enfants. Er weiß nicht, was Mais dich c'est que stört, Dieu veut que tu sois en bonne santé. aber Continuez mon frère. er möchte, dass du gesund bist. J'ai été fort réjoui lorsque j'ai et des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Bien-aimé, marche dans la vérité. Geschwister, wandel in der Alléluia. Wahrheit. Amen. Tamboula na solo. Wandel in der Wahrheit. Et pour ça, dans Nzambe ezali ke alingi vraiment que ozala en bonne santé, ozala malade, pour réussir dans ma communauté. Der Wille Gottes ist, dass On a es dir souhaité gut moi geht. partir voilà. Que on pourra pour réussir dans ma communauté. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à À tous tous égards, égards. que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Et puis, Wisst la ihr, prophétie wana Nzambe atese diese Alléluia. Prophezeiung war Alingi dans ma Gott. communauté surtout. Und er sagt, ich möchte alles. Et marche. Alles, was du tust, soll das funktionieren. Ozala mukamwe. Dass du nicht jemand bist voller Trauer. Parce que Denn le Seigneur est là. der Herr ist mit dir. Dans ma communauté surtout. In allem Pour réussir. wirst du Erfolg Yo erzielen. lela. Du immer Mais weißt, Dieu ne veut pas ça. der Herr möchte nicht, dass du Dieu veut que tu puisses réussir. Er möchte, dass du Et dans, par la bouche de Erfolg Jean, hast. Und durch das Souhait à Jean. Johannes, sein azali Wunsch, kutaisa mpona baoyo nyonso was er da bazali gemacht hat kotambola für kati na alle, vérité. die in der Wahrheit laufen, wandeln, Mon frère, Geschwister. ma soeur, est-ce que vérité ça peut Bruder, ist die Wahrheit in dir ou bien tu prends tout à la légère? oder nimmst du es nur leichtsinnig? Bien-aimé, Geschwister, puis vous allez vous mener das les lots. Leben, was wir heute so führen, Les allez vivre vous allez facile. es ist kein einfaches Leben, Les allez vivre vous impossible. aber es ist kein unmachbares Leben, denn der Herr ist mit uns. Bato bakoseka yo, bato bakobundisa yo. Leute werden über dich lachen, sie werden dich bekämpfen, Mais Dieu est avec. aber du solltest wissen, dass Gott mit dir ist. Ce qui est important, Was wichtig ist, solo ezalaka te. dass die Wahrheit in dir ist. Vous connaîtrez la vérité, Ihr werdet et die la Wahrheit vérité erkennen und die Wahrheit wird euch freisprechen.
Vous connaîtrez la vérité, la vérité. Die Wahrheit erkennen, sie wird Dans euch un papier, c'est-à-dire. wiederholen. Vous pas souffrir. Ihr sollt es Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous a. Alléluia. Amen. Vous voyez, solo, ça n'est pas éviter le coup de weiß nicht, was sie J'ai stört. la vérité là. Aber die Wahrheit ist da. Cette vérité là, Und diese Wahrheit c'est pour l'affranchir. ist es, um dich frei zu machen, Alléluia. frei zu sprechen. Cette vérité m'a affranchi. Diese Wahrheit hat ihn freigesprochen. Je ne suis pas, comment dirais-je, extraordinaire. Ist nicht Vous allez extraordinaire. extraordinär, das ist etwas Besonderes. Nein. Vous allez extraordinaire. Vous allez quoi? Ist genauso wie wir alle. Aber Gott hat ihn freigesprochen. Jésus-Christ m'a affranchi. Jesus Christus hat ihn freigesprochen. As-tu la foi? Hast du den Glauben? Oder alles, was man gesagt ist, nimmst du nur leichtsinnig auf. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Geschwister, Le Seigneur t'aime. der Herr liebt dich. La première des choses que tu as fait, n'est-ce qu'il est relégué déjà d'ailleurs, vous savez pas dire que l'air pour ça n'est. Pour l'air, on se doit le voir, pas dire que le qu'elle est là. L'organe a le corps là. Das eines der letzten Wörter, die ihr habt. Dieu nous a laissé. Der Herr hat uns als allererstes geliebt. Zambali ngangi msumu saliti. Der Herr hat uns zuallererst geliebt. Dieu t'aime. Er liebt dich. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime. Ich möchte dir heute sagen, der Herr liebt dich. Situation oyo, etungisamo moyo yo. Die dein Leben stört. Zambaza na kusala. Der Herr braucht das. Alléluia. Zambaza na kusala. Er braucht diese Situation. Zambali Er möchte, dass die Herrlichkeit zu ihm zurückkehrt. Er möchte auch nicht, dass die Hexerei verherrlicht wird, denn er teilt sich. Du verherrlichst Hexerei. Du verherrlichst, was weiß ich. Der Herr möchte, dass die Verherrlichung allein ihm gebührt. Geschwister, er hat schwierige Zeiten hinter sich. Ein Jahr, es war nicht einfach. Aber heute hat der Herr ihn befreit. Und er ist Je suis dans la joie. Pourquoi? Man ist in der Freude. Amen. Je suis dans la joie parce que Amen. Das wäre ja wahr. Merci, bien-aimés. Danke, Geschwister. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu pense à vous. Möge er an euch Que denken. chaque jour la vie la vie non. Jeden Tag in eurem Leben, Faut penser à nous dass ihr an ihn denkt. Tout dans la Bible là. Ihr sollt das Wort La lesen verset voilà. in diesem Vers. Si les années l'ont comme vous autres pour ça. Wenn es etwas gibt, was dich Rappelle à schmerzt, Dieu erinnere ce que Dieu dich, t'a dit. was er zu dir On gesagt va hat. dire que oh, Sage nicht, nous avons pas oh, le bel qui est tel ou Gott tel hat zu ou dieser pas le Person bel gesprochen. qui Nee, nee, was hat Amen. er zu dir persönlich On gesagt? va aller des canons. Möge das Wort halten. Good.